In der Werbewirtschaft tut sich Erstaunliches. Geht man durch die Straßen, blickt auf die Plakate, so sieht man wie eh und je Autoplakate. Aber eines gibt es nicht mehr. Die lascive junge Frau, die sich auf die Motorhaube schmiegt. Nein, Gott bewahre, das könnte ja frauenfeindlich oder sexistisch oder herabwürdigend sein. Die meisten Autos stehen ohne Menschen da. Eine kleine Ausnahme bildet derzeit Mercedes und zeigt Niki Lauda in einer, würde ich doch meinen, nicht sehr gefälligen Form, wo er es eigentlich als alter Mann herausblickt. Eine andere Plakatserie, auch ohne Frau, zeigt Hermann Mayer. Ein bisschen schon gesetzt, nicht mehr Herkules, nicht mehr Apoll, sondern mit 3 Tagesbad, davon träumend, einmal in Pension zu gehen. Die berühmteste derzeit diskutierte Werbung ist What Else? George Clooney für Nespresso. Auch keine Frau, ein Mann. Die Frauen sind offensichtlich nicht mehr in der Werbung sehr beliebt, seitdem man ständig Vorwürfe bekommt, die Frauen zu beleidigen. Interessant ist aber, dass Conchita Wurst nun in die Werbung Eingang gefunden hat. Auch ein Mann, aber eigentlich kein Mann, weil in der Darstellung eine Frau mit Bart. Also ein Gebilde, das Mann-Frau ist. Das alte Wort vom Hermaphroditen taucht wieder auf, Hermes und Aphrodite in einem. Und der Erfolg, den Conchita Wurst weltweit hat, ist auch bemerkenswert. Nicht nur, weil es eine originelle Idee ist, sondern weil hier offensichtlich eine ganz besondere Entwicklung unterwegs ist. Wir haben seit eh und je ein Problem in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Unterdrückung des Mannes durch die Frau seltener, betont wird die jahrhundertelange Unterdrückung der Frau durch den Mann, aber nie auf Augenhöhe 2 Partner, die aufeinander zugehen und gemeinsam eine Einheit bilden. Das ist Traum, das ist Ideal, aber davon ist offensichtlich nicht die Rede. Die Spannung zwischen den beiden ist offenbar immer noch so groß, dass irgendwo ein Traum ist, ich bin allein, das ist doch diese Welle, Homosexualität muss positiv gesehen werden, oder ich bin beides in einem. Und mir kommt es so vor, als ob der Erfolg der Conchita Wurst jetzt sozusagen die Botschaft ist, wir schaffen es wieder nicht, Mann und Frau zusammenzubringen. Wir haben ewig das Problem, aber am besten ist es, man ist ein Universal-Single. Und das ist doch zu bemerken für alle, die Unternehmen haben, die verkaufen, die Dienstleistungen anbieten. Also hier ist ein neuer Kunde entstanden.